Im Kanton Luzern, da steht die Kirche im wahrsten Sinn des Wortes noch im Dorf. Der Kirchturm der Pfarrkirche St. Martin ist mit 97 Metern der größte einer katholischen Kirche in der Schweiz. Heute war die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt mit rund 800 Ministrantinnen und Ministranten, Kinder und Jugendliche, die alle ihre Wurzeln in Kroatien haben und die sich für die katholische Kirche der Kroaten in der Schweiz engagieren. Dies während die Pfarreien in der Deutschschweiz oftmals um genügend Ministranten kämpfen müssen. Raphael Prinz. Das jährliche Treffen von kroatischstämmigen Ministrantinnen und Ministranten, es ist eines der Höhepunkte für viele kroatische Familien, die hier leben. Für die Kinder und Jugendlichen aus der ganzen Schweiz gehört das Ministrieren einfach dazu. Ich glaube sehr stark an Gott, also meine Familie auch. Und dann, wenn du näher am Pfarrer bist, bekommst du halt alles besser mit und so. Halt, dass ich mit den Leuten zusammen bin und halt auch gut helfen. Man findet viele Freunde und hat einfach Spaß. Mir gefällt es, mit meinen Kollegen dort oben zu sein, zu helfen, zu singen und ja. Eine solch große Anzahl junger Menschen, die sich als Ministranten engagieren, das ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Schweizer Pfarreien müssen um den Nachwuchs kämpfen. Das weiß auch Pater Andi Schilel, der sich in der Arbeitsgruppe für Ministrantenseelsorge engagiert. Heutzutage ist das Angebot gerade für junge Menschen extrem groß. Samstage, Sonntage sind sehr oft verplant und das macht es nicht einfacher, sich auch noch für diesen Dienst zu entscheiden, da ja doch auch eine Verlässlichkeit gefordert wird. Um Kinder und Jugendliche zum Ministrieren zu motivieren, müssen vermehrt auch gesellige Anlässe angeboten werden. Man muss ihnen aufzeigen, dass der Ministrantendienst sich nicht nur auf den Dienst in der Liturgie beschränkt, sondern eben auch in verschiedenen Anlässen außerhalb der Kirche. Gemütliches Beisammensein nach dem Gottesdienst, das ist auch beim Ministrantenfest der Kroaten ein wichtiger Bestandteil. Und so ist ihr heutiger Anlass ein gutes Beispiel für Nachwuchsförderung in der Kirche. Und noch